Also wir zeigen das jetzt einfach mal so. So, zack, das ist der Abstand. Wir können das aus kameratechnischen Gründen jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie so zeigen. Deswegen so Abstand eingehalten. Ja. Ha, 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 ha. Und ich trinke zur Feier des Tages, Ostermontag, ein Corona extra. Ha, 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 ha. Ich nicht. Und die Frau Neumann trinkt was? Ich trinke eine Weinschorle. Eine Weißweinschorle. Spannend. Okay. Spannend. Frau Jessica Neumann. Corona-Interview Nummer 2. Und meine Haare sind ab. Ja. Falls man es nicht sieht. Frau Neumann. Ja, ich trinke jetzt mal einen Schluck. Ich möchte gerne. So. Dürfen wir anstoßen Ja, eigentlich? ach oder? so. Ja. Wir berühren uns ja nicht dabei. Nee. Hm. Wir sind jetzt in deiner Wohnung. Ja, in unserer Wohnung. Stimmt. Frau Neumann ist nämlich mit wem zusammen? Mit dem Janis Zaurins. Der was ist? Schauspieler. Ach, Ja. wie ist denn das so, mit einem Schauspieler zusammen zu sein? Ist das nicht unfassbar nervend? Immer wenn ihr was lachen hört, dann ist das Herr Janis Zaurins, der neben uns sitzt. Halt die Schnauze! Nee, ich finde das nicht nervig. Also ich habe immer gesagt, es ist gut, wenn Partner zusammen sind, wo, also nicht der eine meinetwegen jetzt Schauspieler ist oder Künstler im weitesten Sinne und der andere ist Bankangestellter oder irgendwie Beamter oder so. Weil einfach die beiden sich verstehen können. Ah. Weißt du? Also der eine kommt dann von der Probe nach Hause und so, oh, der konnte seinen Text wieder nicht. Oder keine Ahnung. So. Und der andere so, ja und? Ist doch egal. Oder Du meinst jetzt, wenn jetzt eine Bank... ja, wenn der eine ja. überhaupt nicht weiß, wovon der andere redet, weißt Ja. du? Oh, danke schön. Ich krieg hier gerade eine Uhr rein. Stimmt, das habe ich völlig vergessen. Eigentlich wollte ich ja mein Handy auf 45 Minuten machen. Jetzt habe ich hier so 45 eine Uhr. Minuten, ja, genau. Ja, oder so, keine Ja, Ahnung. ja. Gucken wir mal. Also Ne? auch seitlich. Vielleicht kann auch sein, dass ich nach 5 Minuten keinen Bock mehr habe und dann bricht die Scheiße einfach ab. Aber ist das dann nicht so, dass man auch irgendwie wahnsinnig viel über den Job redet? Ja, das ist manchmal doof. Also manchmal, wir haben uns auch schon darüber verständigt, wenn wir zusammengeprobt haben für etwas, dass wir irgendwann aufhören, über das Theater zu reden. Also nach dem Motto jetzt, Ja. wir müssen jetzt aufhören oder wir dürfen noch gar nicht erst anfangen. Also morgens beim Frühstück schon, vor der Probe oder so, dass wir dann schon wieder dabei sind. Und dann dachten wir schon, nein, aus. Man braucht so seine Phasen. Irgendwie. Manchmal ist es wirklich zu viel, manchmal ist es lustig und gut, weil beide einfach, wie gesagt, wissen, wovon sie reden. Ja, es ist mal so irgendwie. Aber ich find's cool, weil wir reden halt nicht übers Büro oder über, So Smalltalk-Scheiße fällt halt weg. ja, irgendwie. Das Das ist ist echt halt- Schönes. Jetzt habe ich gar nicht gefragt, wie geht's denn dir eigentlich in der Corona-Zeit? Sag mal, Du, weil Wetter ist ja auch ganz gut, ne? Ja, das Und Wetter macht sonst, das, also ich hab ja- doch, schön. Ich fühle mich ein Stück weit nicht gesehen von dir, Horatio. Von mir? Jetzt in der Corona-Zeit, oder was? Wir haben uns wirklich selten gesehen in der Das Corona-Zeit. stimmt. Ich war einmal hier. Einmal habe ich Hallo Ja. gesagt. Ja, stimmt. Und einmal waren wir spazieren an der Alster, da war das aber Stimmt. ganz am Da Anfang. war das ganz am Anfang. Da war das, glaube ich, das war, glaube ich, 2 Tage oder so, nachdem dann Frank gesagt Genau. hat, so wir machen jetzt erstmal dicht. Ja, genau. So, jetzt haben wir eigentlich schon sofort angefangen zu labern, ohne dich eigentlich großartig vorzustellen oder so. Also, Frau Neumann, bekannt durch Funk und Fernsehen. Eine alte Dame der deutschen Fernsehunterhaltung, der deutschen Bühnenunterhaltung. Genau, Imperialtheater und so. Du bist zwar im Tür mit den 7 Schlössern nicht dabei, Nein. aber Frau Neumann wird wiederkommen. So, jetzt habe ich ein kleines Dilemma, weil ich weiß gar nicht so genau, wie ich anfangen soll, weil du machst so viele Sachen. Du bist Tänzerin, Choreografin, Schauspielerin und wie heißt das? Gibt es ein Wort, was Volontärin heißt oder so? Gibt's das? Also du kümmerst dich um Tiere ohne Geld. Volontärin! Heißt das so? Ehrenamtlich. Ich bin ehrenamtlich tätig. Ja. Im Tierheim. Ja. So. So. Ich bin Ehrenamtlerin. Ja. Ninnen.
was erfüllt dich denn davon am meisten, beziehungsweise alles gemeinsam? Oder was machst du am liebsten? Ich finde, wir unterhalten uns wahnsinnig natürlich. Findest so, wir uns du? immer unterhalten. Es ist echt so überhaupt nicht gestellt. Aber ich weiß auch nicht. So komisch, ne? Wir beide, wir wissen ja, wie es ist, so präsent zu sein und also einfach so sich zu präsentieren, ne? Und plötzlich läuft eine Kamera. Also ich bin so, so Bist ein du? bisschen, ein bisschen. Vergiss die Scheiße. Ich muss mich einfach. noch entspannen. Guckt sich eh keine Sau an. Nee, ne? Nee. Interessiert doch keinen. Also mich erfüllen, das krieg ich schon wieder so ein, oh. Nicht erfüllen, aber was macht dir denn am meisten Spaß? Ja, also ich brauche ja alles. Ja. Das Ding ist, ich Das war habe ich ja, mir auch schon gedacht. ja, das können wir ja auch. Nee, sag, erzähl. Dass ich wusste immer schon, dass ich nicht einen Job haben möchte, nur einen. Die anderen Leute nach dem Motto, ich werde was denn? Bankangestellte. Zum Beispiel. 8 Stunden am Tag, So. Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag frei. Und ich habe so und so viele Tage Urlaub im Jahr und Ja. Ich weiß, was ich nächsten Monat mache oder was ich noch im Jahr mache. Ich bin nämlich immer noch im selben Büro. Ich wusste das immer schon. In der Schulzeit schon wusste ich, dass ich das nicht möchte. Und insofern passt das zu mir, weil ich viele verschiedene Dinge mache. Und das an sich ist gut. Hm. Weil alles mich irgendwann mal nervt. Also egal was. Ja, das verstehe ich sehr gut. So, und dann ist es gut, dass ich halt nicht nur das machen muss, sondern ich kann auch was anderes tun. Ne? So. Ja. Und diesem, ja, von wegen, siehst du, ich habe mir vorher vorgenommen, nicht irgendwelche Sachen klein zu reden, von wegen, ja, ich bin ja gar nicht dies und ich bin ja gar nicht Ja, das hat ja in den ersten 5 Minuten schon ganz gut geklappt. Ja. Super. Es ist immer Aber wieder du hast, dasselbe, weißt du hast angefangen, hast du als Tänzerin, Ja. richtig? Also Tänzerin war ich wirklich, das habe ich gelernt, da habe ich eine Ausbildung gemacht. Ja. Da konnte ich sagen, ich bin Tänzerin. Wo hast du die Ausbildung gemacht? Das war in Hamburg eine private Berufsfachschule, die es nicht mehr gibt in der Form. Die ging dann leider pleite. Ja. Aber ich habe kurz vor Ende noch meine Ausbildung beendet. Was für eine Ausbildung? Tanzausbildung. Ach so, Also ich dachte, vor der Tanzausbildung hast du noch was anderes, hast du noch was Vernünftiges gemacht. Nein, ich habe es ja, also was heißt versucht, also ich habe, um das kurz für den Zuschauer nochmal zusammenzufassen, ich habe Abitur gemacht, dann habe ich... Ich habe kein Abitur gemacht. Nee. Nee. Hä? Nee, Das weißt du doch. Nee, aber ich habe das nicht so Ich habe das Zettel. abgebrochen, die Scheiße. Also, man sollte das nicht machen, also das ist gut, Abitur ist gut. Aber ja. Also Abi, dann habe ich ein halbes Jahr war ich auf der Fremdsprachenschule, der staatlichen Fremdsprachenschule und war da schon in der Klasse der Sonderling, weil ich habe halt nicht irgendwie so angezogen wie die anderen Mädels. Das waren überwiegend, ich glaube, das waren wirklich nur Mädels. Es gab eine Klasse für Sonderlinge? Nein. Da haben sie dann alle Bekloppten reingesteckt, oder Ja, was? leider ja nicht. Die ganze Schule war ja schlimm. Ach Die so. ganze Schule war ja voll mit so konformen, so Mädchen. So. Ich weiß ja ganz genau, am ersten Tag, wir waren da in dieser Schule, wir waren in dieser Klasse und alle wurden gefragt, ja, und stellt euch doch kurz mal vor und was sind denn so warum seid ihr denn hier, bla. Und 95% sagten, ja, ich möchte gern was mit Sprachen machen. Das war halt... Ist gar keine schlechte Antwort, wenn man auf einer Sprachschule ist. Ja, also fremdsprachliches Sekretariat. Also wir haben Maschinenschreiben gelernt, Steno, Rechnungswesen, Spanisch, Französisch, Englisch. Ich war komplett falsch. Mhm. Es war nur so dieses, okay, was machst du jetzt? Nach dem Abi, meine Mutter hat gesagt, geh da hin, es ist vernünftig. Habe ich also gemacht, weil ich keine Idee hatte. Und alle so, nee, ich will was mit Sprachen machen. Und ich habe wirklich gesagt, ich saß da, ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, so eine ganz abgewarzte schwarze Lederjacke an und irgendwelche gefärbten Haare und irgendwie so einen komischen, selbstgemachten Schmuck und alle hatten sonst also blonde, lange, brave Zöpfe und so Tücher im Dreieck so um die Schultern und waren ganz ordentlich und so. Und ich so, ja, ich habe irgendwie wirklich gesagt, ja, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Meine Mutter hat gesagt, ich soll hier hingehen, weil wir kriegen dann Kindergeld weiter. Okay. Kannst du noch Spanisch oder Französisch?
Brocken. Also jetzt nicht, ich könnte jetzt nicht spontan sprechen oder so. Aber du verstehst noch ein bisschen Also was. ich habe, glaube ich, so ein... Man lernt ja generell was über Sprachen, wenn man eine Sprache lernt. Also irgendwie... Kann ich genau beschreiben. Also ich kann die Sprachen so an sich nicht mehr. Ich war auch nie besonders gut darin. Und das war in der Schule dann ja auch sehr bezogen auf halt... wie heißt das denn? Nicht Kommunikation, sondern... Wie heißt denn das, wenn man so miteinander... nicht Konferenz. Nee, wie heißt denn das? Weiß ich nicht. Kindemitze. Kommunikation. Weiß nicht. Ich bin manchmal so eine Wurst. Mir fallen Worte nicht ein. Also Vokabular, was halt in Geschäftsbriefen, in... So bürokratisch. Eher. Ja, wie heißt das? Janis. Kommunikation. Nee, Kommunikation ja gerade nicht. Ich hab nicht Mann. Oh. Nee, keine Mir Ahnung. fällt das jetzt gerade nicht ein. Scheißegal. Also jedenfalls war das sehr spezifisch. Korrespondenz. Korrespondenz! Oh! Oh Gott, danke. Siehst du was mit O? Korrespondenz. Gott sei Dank. Genau. Also das war ja sehr fachspezifisch. Und ich war sehr schlecht. Also das Halbjahreszeugnis war schon so, dass ich im Grunde nicht versetzt worden wäre. Also ich glaube, es war 2 Jahre eigentlich. Nach einem halben Jahr war schon klar, mit dem Zeugnis wird das nichts. Hm. Und ich hatte ja auch überhaupt kein Interesse daran. Ich hatte überhaupt keinen... Könntest du denn heute noch Nein. Steno schreiben oder so? Mhm. Ich habe ja auch ständig gefehlt. Das war grundsätzlich mein Problem. Wie lange warst du denn da überhaupt? Also ich habe, glaube ich... Also mein Halbjahreszeugnis, wie gesagt, habe ich ja dann gekriegt. Aber ich habe das nicht abgeschlossen. Also ich muss vorher dann schon mich an der Uni, also an der Fachhochschule beworben haben für Kostümdesign. Das nächste war nämlich, ich habe dann Kostümdesign studiert. Ach. Ein paar Semester, weil ich dachte, ich möchte was mit Bühne machen. Ah. Zwischendurch hatte ich noch die Idee, ich möchte auf die Musicalschule gehen, hatte dann aber zu viel Angst und zu wenig Geld. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, machst was mit Bühne, dann studierst du Kostümdesign. Und dann war ich 5 Semester an der Fachhochschule, an der Armgardstraße. Und das war so das erste, also mit dem Kostümdesign war das erste Mal, wo du dachtest, ich will eigentlich was mit Bühne machen. Oder war das dieser Gedanke schon irgendwie in der normalen Schulzeit, irgendwie auf dem Gymnasium oder so, war das schon da? Da war, also auf dem Gymnasium habe ich das erste Mal ein bisschen Theater gespielt in so einer AG. Ah. Und wir hatten ein Projekt mit einer Lehrerin, die hat auch Jazzdance unterrichtet und so. Und wir hatten wir haben so 3 Abende gestaltet, so, also mit Gesang, Tanz und Schauspielszenen irgendwie, so einen bunten Abend. Und das konnten sich halt die Lehrer und Schüler und die Eltern angucken. Und das haben wir, glaube ich, 2-mal gemacht. Und da habe ich dann festgestellt, dass da irgendwas geht bei mir. Guck mal, das wusste ich noch gar nicht. Das ist jetzt wirklich eine Information, die ich noch nicht wusste, die ich noch nicht hatte. Bei uns gab es auch eine AG auf dem Gymnasium, eine Theater-AG. Ich habe mich da angemeldet, ersten Tag hingegangen, dann hat die Tante da gesagt, so wir töpfern jetzt. Und dann bin ich wieder gegangen, das war's. Da dachte ich, die haben sie doch nicht mehr alle. Ich wollte jetzt irgendwie was machen. Und dann, Wie, aber das war Theater. Das war Theater AG, So. aber die haben da getöpfert, warum auch immer. Naja, vielleicht wie so wegen Handwerk und so, keine Ahnung. Okay. Aber das fand ich irgendwie blöd und dann bin ich wieder gegangen. Ja. Und was habt ihr dann da so gezeigt? Also es war so ein bunter Abend, oder wie? Genau. Die hatten auch Themen. Der eine war so Richtung Urlaub. Also es war jetzt nicht komplett zusammengewürfelt, das war halt immer schon so ein Thema. Das eine war, wie gesagt, irgendwas mit Urlaub. Da war auch irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, woher das kam. Irgendwer konnte einen Teil von einem Flugzeug, hat einen Teil von einem richtigen Flugzeug besorgt. Und das haben wir dann in diese Aula, wo das stattfand, gestellt. Also die Leute kamen rein und der Eingangsbereich war schon so gestaltet, als würden Leute halt direkt in so eine Welt eintreten irgendwie. Ja. Und da war dann wirklich so ein Teil von so einem Flugzeug, stand dann so sitzen irgendwie und dann durch so einen Tunnel, bis dann die Sitzreihen kamen und dann wurde halt, also wie gesagt, so Choreografien, die Leute sich ausgedacht haben und Leute haben auch Live-Musik gemacht und ja, so kleine Sketche irgendwie und so. Okay. Und das andere war
so ein bisschen New York mäßig, also ein bisschen Mhm. klassischer mit so Tanznummern und so. Und hast du da schon mehr getanzt oder warst du auch schon in den Sketchen und so da mit dabei? Nee, da habe ich eher getanzt. Okay. Und da gab es ja, also bei diesem New York-Abend, da gab es dann ja diese für mich im Nachhinein sehr interessante, auch bemerkenswerte Situation. Also da hatten wir diesen Abend wirklich, also das Publikum saß da, wir haben das gemacht und dann kam ich runter von der Bühne in so einen Bereich, wo so einzelne Tische, das war so eine Art VIP-Lounge, hatten die da eingerichtet und ich kam runter, da hatten wir auch so in unserem kleinen Bereich und dann hat mich eine wildfremde Frau, ich habe keine Ahnung, wer das war, ich habe die vorher nie gesehen, hinterher nie gesehen, die hat mich angesprochen und hat gesagt, sag mal, hast du mal überlegt, das beruflich zu machen? Also auf der Bühne zu sein. Und ich guckte sie an und dachte, nee, das bis jetzt noch nicht. So, aber das war, Das war so das erste Mal, wo du dachtest, oh. ja. Das war so eine Nummer, da habe ich, glaube ich, zu irgendeinem Song von Madonna irgendwie, also noch mit 2 anderen Mädels irgendwie, haben so ein bisschen was getanzt und ich habe so voll Playback, also dazu den Mund bewegt. Mhm. So, und ich hatte dann eine Netzstrumpfhose an und ein selbstgenähtes Kostüm und irgendwelche, keine Ahnung, und ganz hohe Hackenschuhe von meiner Mutter irgendwie. Und hast du da schon die Choreo gemacht? Für diese Madonna-Nummer? Da habe ich mir selber also was wir zusammen alles gemacht haben, das haben wir zusammen uns ausgedacht, aber was ich da überwiegend gemacht habe, das kam aus mir selber. So, Ja. durch Impro irgendwie habe ich halt dazu ein bisschen so, dachte mir, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das und so. So war das. Ja, aber dann, wie gesagt, ich wollte ja auf die Musicalschule gehen und hatte aber zu wenig Kohle, also unsere Familie hat zu wenig Kohle. Und fürs Stipendium, da hätte ich irgendwas vorbereiten müssen, wo ich völlig überfordert war. Und ich hatte auch zu viel Angst und dachte so, oh Gott, nein. Und dann kam halt der Umweg zum Kostümdesign. Und dann habe ich gedacht, ehe ich zu alt bin, muss ich eine Tanzausbildung machen und habe dann mit 23 habe ich dann meine Tanzausbildung angefangen. Das ist relativ alt für Tänzer, oder? 23. Das war halt privat, das war ja nicht keine Ja. staatliche Schule. So. Dann bin ich halt dahin gefahren. Also ich muss praktisch den Unterricht mitmachen, damit die Direktorin dann sehen kann, was so geht bei mir. Ja. Und ich war so nervös. Ich weiß noch ganz genau, ich saß in der U-Bahn und also die Schule war in der Seilerstraße damals. Und ich weiß noch, wie ich dahin gefahren bin und ich habe nur gezittert und ich war so nervös. Und ich war selten so nervös in meinem Leben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das war ich auch bei der Aufnahmeprüfung der Theaterschule. Ich glaube, ich war wirklich vorher und nachher nie wieder so nervös wie an diesem Tag. Es war ein grauenvoller Tag. Aber es hat dann doch irgendwie alles funktioniert. Ja. Und dann, nach der Tanzausbildung, Habe ich dann meinen ersten Job also während der Tanzausbildung habe ich schon an der Oper, haben wir so ein bisschen, also über Beziehungen an der Oper. hier an der Oper Hamburger. Genau, Hamburger Staatsoper. Ja. Aber Tanzstatisterie-Geschichten gemacht, an irgendwelchen Inszenierungen, wo wir halt im Hintergrund irgendwelche Frauen irgendwas machen mussten. So, und ich weiß noch, das war auch ein sehr wichtiger Moment, wo ich dann meine erste Kostümanprobe hatte in der Staatsoper. Da stand ich dann vorm Spiegel und die Schneiderin hat alles abgesteckt und so. Und ich dachte, ja, richtig. Das ist genau richtig. Ich habe alles richtig gemacht. Und wo ging es dann so hin? Dann bist du erstmal durch Deutschland getingelt als Tänzerin. Dann habe ich meinen ersten Job gehabt am Imperialtheater. Ach, dann kam schon das Mein allererster Imperialtheater. Job war am Imperialtheater, in der Rocky Horror Show. Ach, krass. Das war dann 1999, also Silvester 2000 hatten wir Premiere. Mhm. Und das haben wir dann ein Jahr gespielt. Das war mein allererster richtiger Job. Ich bin dann mit einem Kumpel vortanzen gegangen auf der Imperialbühne und Frank saß da und so und 21 Jahre. Vor 21 Jahren war das. 1999. mein erster Job. Krass. Genau. Und hast du da schon Janis kennengelernt? Da habe ich Janis kennengelernt. Hm. Da hat er auch mitgespielt, er war Erzähler in dem Musical. Und dieses. Janis, warst du nicht dieses Ding? Ich war die Pflanze, Die Pflanze. im kleinen Horrorladen, aber das war davor. Ach, das war der kleine Horrorladen. Stimmt, Rocky Horror Show ist ja was anderes. Richtig. Stimmt, ja. Welches Jahr war die Pflanze, Janis? Davor. Die Pflanze war davor.
98. Mein Gott. Also nicht lange davor. 98. Okay, und krass, das wusste ich auch nicht, dass das Imperialtheater tatsächlich dein erster richtiger Job war. Mhm. Und dann kam noch irgendwie Theater Lübeck, Theater Kiel, dann dieses Kiel, Sommertheater Jagdshausen. Genau. Oh Gott, oh Gott. Muss mal nachdenken. Also wie lange bist du denn so als Tänzerin unterwegs gewesen bis zu deinem ersten Schauspieljob? Ich glaube. Oh Gott, oh Gott. Das muss jetzt nicht auf den Tag genau Also sein. Ende 2000er, also 2009, also auch jetzt schon wieder eine Weile her, hatte ich glaube ich meinen letzten Tanzjob. Das war halt in Kiel, Oper Kiel, in der Operette getanzt. Und das war echt, so, das waren so die letzten Züge, weil wir haben, ich glaube bis zum Auftritt, der ungefähr 5 Minuten gedauert hat, haben wir 3 Stunden gewartet. Also wir mussten vor Vorstellungsbeginn, glaube ich, schon in der Maske sein. Mhm. Und das dauerte ewig. Wir haben ewig gewartet bis zu unserem also bis wir dann auf die Bühne mussten. Ja. Zu dem Und verfickten Scheißauftritt. ja, und da habe ich schon gedacht, so okay, das reicht jetzt. Weil du bist einfach als Tänzer im Zweifel immer das letzte Glied in der Kette. Ja. Du ackerst am meisten, du kriegst am wenigsten Zeit, wenn du halt nur irgendwie so einen Auftritt hast, wenn du nicht wirklich eine Rolle hast. Und vorher war es auch schon so in Lübeck am Theater, wo ich mich einfach blöd fühlte. So nach dem Motto, warum machen wir das jetzt hier? Mhm. Warum sind wir als Köche verkleidet und kloppen auf Töpfen rum und machen dabei irgendwelche Schritte? Ich habe das dann gemacht, aber immer mit diesem Gefühl von so, oh Gott, ist das blöd. Okay. Und ich war in Lübeck in der Sommeroperette, das ist immer im Sommerklar von, ich weiß gar nicht wann das, Juni, Juli, August oder so, habe ich auch 2 Jahre gemacht. Das eine Jahr war ganz schön, da habe ich mich nochmal so richtig als Tänzerin gefühlt, so richtig mit Pas de deux und so und schöne Kostüme. Und Plié und so ein Scheiß. Plié, Ach guck, ja, so richtig Plié. kann ich auch. Und ich habe das ja gelernt. Mhm. Und Cool. das zweite Jahr war dann auch so eher so, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Das ist so blöd. Bist du denn froh eigentlich, dass dann hast du eigentlich als so ungefähr 10 Jahre richtig als Tänzerin gearbeitet? Ja. Bist du froh, irgendwie dann so nach 10 Jahren, naja, gewollt oder ungewollt den Absprung geschafft zu haben? Weil man hört ja, oder wie soll ich sagen, also ich glaube, wenn man 20 Jahre macht, dann kann man es ja aber auch echt in die Kiste legen, oder? Ja, das Ding ist, ich habe ja nie, also ich betrachte mich ja nicht als Tänzerin. Also ich war ja nie so die, wie soll ich das sagen? Es war ja alles eher so Show. Es war Operette, Oper, so Showkrams, Veranstaltungen, Fernsehballett. Das war ja nie so, wenn man sich denkt, jemand ist prima Ballerina oder wirklich im Ballett oder so. Es ist ja ein ganz anderes Level von der Sportlichkeit her sozusagen, von der Intensität und so. Und ich habe ja auch da immer schon andere Sachen auch gemacht. Ich habe ja immer mal irgendwo gejobbt und dann hatte ich mal einen Tanzjob, dann hatte ich wieder keinen. Und also du hast dich so körperlich dann in dem Sinne nicht so kaputt gemacht, wie jetzt irgendwie jemand, der jetzt 15 Jahre lange beim nicht. Staatsballett arbeitet oder Nee, irgendwie nee. sowas. Nee. Und hast du da schon irgendwie Choreos gemacht? Oder Choreografien? Oder irgendwie darüber nachgedacht, auch eines Tages könnte ich ja vielleicht beim Unsorg-Theater Choreografien machen? Nee. Also ich habe dann ja meine ganze Fitnesslaufbahn angefangen. Stimmt, das macht Frau Neumann ja auch noch. Frau Neumann ist ja auch noch Fitnesstrainerin. Ja, ich sehe gerade nicht so aus, Für, aber für Rücken und so. Rücken Und ich so. habe immer gesagt, eines Tages komme ich mal an Dienstag in die Rückenstunde und ich habe es bis heute nicht gemacht, weil ich jedes Mal, dann wenn ich Dienstag darüber nachgedacht habe, dachte ich, könnte ja eigentlich heute, ach nö, aber eigentlich habe ich auch irgendwie gar keinen Bock. Das geht mir manchmal ganz genauso. Ja, und du musst die Scheißstunde aber machen. Die- Also die schöne, Ja, Manchmal. es ist wirklich ich mag die Stunde sehr gerne, muss ich wirklich sagen. Also das ist eine meiner, ich meine, ich habe nur zwei feste Stunden. Läuft's denn noch? Aber ich habe drumherum immer mal andere Stunden gegeben und wieder abgegeben und so, aber die ist jetzt seit langer Zeit fest und die mag ich gerne und es macht einfach Sinn.
wo waren wir jetzt gerade? Bei Choreografien. Genau, ich habe dann die ganze Fitness-Sache angefangen und habe dann da erstmal auch Tanz und Fitness verbunden, weil Sportspaß bietet ja auch, oder ja, hat Tanzformate angeboten, das ist mal weniger geworden. Okay. Also habe ich dann auch so Tanzsachen unterrichtet und musste mir zwangsläufig dann auch Sachen ausdenken. Ne? Also Sportspaß ist das Da- Fitnessstudio, wo du arbeitest. Genau. Ja. der Verein, der auch gerade zu hat. Natürlich. Genau, also da musste ich dann wirklich mir ein Lied suchen und dann ein paar Schritte dazu ausdenken, damit die Leute was zu tun haben und so. Und bin dann darüber auch regelmäßig verzweifelt, weil das einfach, da war ich einfach auch komplett falsch. Und dann, wann hast du dann das erste Mal im Imperialtheater gespielt? Also nicht getanzt, sondern gespielt? Also das erste war noch der Krimi-Salon, den es ja auch mittlerweile nicht mehr gibt, Ja. schon einige Jahre im Maritim-Hotel im Reichshof. Was ist denn da jetzt stattdessen eigentlich? Das gibt's, also das Hotel gibt es immer noch, das wurde ja renoviert, ich glaube gekauft von irgendwem. Mhm. Und ja, das wurde ja komplett, also nicht komplett umgebaut, wegen Denkmalschutz, glaube ich auch. Ja, keine Ahnung, Kooperation endete dann irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung. Das war dann 2008 oder 2009, glaube Wie ich. kam es denn überhaupt dazu? Ich arbeitete an der Kasse im Imperialtheater. Ja. Und da hat mich der Chef, Frank Tannhäuser, hat mich dann aus dem Nichts Liebe Grüße! gefragt, wie wär's denn mit einer kleinen Rolle? Aber wirklich einfach so? Ja. Und es war wirklich so. Ich stand vor dem Kassenhäuschen und er stand mir gegenüber und fragte so, sag mal, wie wär's denn? Und ich habe mich umgedreht. In dem Häuschen hast du dich umgedreht. Ja, also ich weiß wirklich nicht mehr genau, da stand ich davor und da saß ich und ich dachte, der redet doch nicht mit mir, aber da fragte er mich und Ja. ich dachte, ja, klar, also wenn du mir das zutraust. Und habe ich im Krimi-Salon das erste Mal ein paar Sätze, also ein bisschen gespielt. Wobei ich ja vorher, wenn ich Musical oder was gemacht habe, da hatten wir auch Szenen, wo ich mir dann irgendwas ausdenken musste, Ja. was ich dann spielen kann. Also er konnte dann schon auch ein bisschen sehen, okay, die ist jetzt nicht völlig bräsig, also die kann schon was. Anscheinend. Also ich weiß nicht genau, woher er das genommen hat, muss ich echt sagen. Und wie war das dann so, das erste Mal bei so einem richtigen, also so richtig was zu spielen, ohne zu tanzen? War das irgendwie strange? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall weiß ich auch nicht, wie gut das war, was ich damals gemacht habe. So, ich meine, wie gesagt, es war nur eine kleine Rolle. Aber offensichtlich hast du dann gedacht, das will ich aber irgendwie öfter machen. Weil Ja, es macht ja total Spaß. Es macht ja einfach Spaß. Und diese Situation, vor Leuten zu stehen und was zu tun, das war mir ja nicht neu. Und dieser Ja. ganze Probenablauf und so, das war ja jetzt nicht so komplett, oh Gott, wie geht denn das jetzt? Das macht ja einfach Spaß. Und wenn du noch Leute hast, die darauf Lust haben. Was war dann das erste Stück am Imperialtheater selber? Das war dann Jerry Cotton. Das war dein erstes Stück? Das war meine erste richtige kleine... Das habe ich doch gesehen. Warst du denn da? Ich war die Nutte, die gestorben ist. Ich hatte so ein weißes Kleid an mit so einem Neckholder, mit so einer kleinen Handtasche, mit so einer hohen Frisur. Hast du mit jemandem alterniert oder hast du immer gespielt? Ich habe immer gespielt. Dann habe ich dich gesehen. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Tut mir Okay. leid. War ja auch, wie gesagt, nur eine kleine. Ich war nur eine kleine. Da waren halt auch arme viele Nutte. Nutten. Das war so ein bisschen das Problem. Es gab Einige so Nutten, ja. ein paar Nutten und Ja. Obdachlose und so, die da rumliefen. Richtig. Aber das war tatsächlich mein erstes Stück, was ich gesehen habe, weil wir haben dazu, ich komme immer durcheinander, Zinker oder Recher? Zinker. Zinker. Wir haben den Zinker geprobt und dann meinte Frank irgendwie während den Proben so, ja komm doch heute Abend einfach mal vorbei, wir spielen Jerry Cotton und so, guckst dir das an. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, ich habe oben gesessen, aber ich bin mir gar nicht sicher, ist auch egal. Aber halt von diesem Ganzen, du kommst halt in dieses kleine, schnucklige Theater direkt an der Reeperbahn, alles ist irgendwie so in Rot mit diesen Bildern, Lampen, bliblablub, Musik, Licht geht aus, Vorhang, Edgar Wallace, den kam irgendwie noch so ein Soundeffekt irgendwie am Anfang, Bühnenbild, Farben, keine Ahnung, also du bist irgendwie echt erschlagen von diesem ganzen Gedöns und ich fand es einfach geil, tatsächlich.
Ich fand's wirklich cool. Das wusste ich Jerry nicht. Cotton war natürlich auch echt eine coole Produktion, glaube ich. Ja, Ja. Das war schon... Also ich konnte dann sofort nachvollziehen, warum das Ding so gut läuft. Also warum das auch so einen Kultfaktor mittlerweile hat. Irgendwie. Und nach Jerry Cotton kam Zinker. Genau, da war ich dann alternierend Mit Eva, ne? Mit Eva. Ja, stimmt. Genau. Und dann haben wir uns kennengelernt. Stimmt. Ich weiß noch, du saßt im Parkett dann bei den Proben und dann habe ich gesagt, hallo, ich bin Jessie. Hallo, ich bin Patrick. Uns die Hand gegeben. Das weiß ich noch ganz genau. Wirklich? Ja. Ich habe überhaupt keine Erinnerung daran. Null. Schloch. Hast du gesagt, ich bin Jessie? Hast du nicht gesagt, ich bin die Frau Neumann? Bestimmt nicht. Weil ich mache das nicht bei Leuten, die ich nicht kenne. Dann mache ich erstmal so auf, so was ist normal. Ja, absolut. Vorname. Ja. So. Und dann später sage ich dann hier von Das mache ich auch. Also ganz viele halten mich ja für sehr arrogant, weil ich anfangs gar nichts sage oder sehr wenig sage oder erstmal nur gucke, mit wem kann ich wie und so. Mhm. Und wenn ich dann warm geworden bin, dann halten die meisten mich für bekloppt. Also zuerst arrogant und dann verrückt. Oder es bleibt einfach bei arrogant und die denken nicht, ach, das ist eh so ein Arschloch. So. Also es ist irgendwie nur so. Okay. Und dann haben wir uns, also beim Zinker haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und wann ging das Angelika-Projekt los? Wann war denn das? 2015, 16, 17? Nee. Nee. Früher. Also früher als 17 auf jeden Fall. Also das Ich glaub Angelika-Projekt 16, kurz ich glaube zur... 16, weil 16 haben wir diese Fotos gemacht mit Steve. Weißt du, diese Schwarz-Weiß-Fotos mit den Krawatten. Ich Ah, glaube, okay. das war 16. Also irgendwie kurz, also Ende, nee. Möchtest du kurz erklären, was das Angelika-Projekt ist? Das Angelika-Projekt liegt ein bisschen brach, Ja, das aber liegt ein bisschen brach. es lebt. Oh, übrigens, das liegt ein bisschen brach. Wir haben wir haben ja so recht viel geackert in der letzten Zeit. Und beim Teddy sind wir jetzt ungefähr, was das schnittmäßig angeht, bei der Hälfte. Also, Ich mache 3 Kreuz, wenn das Ding das Angelika-Projekt lebt und die Scheiße wird fertig gemacht. Ich Also habe das, noch gar nicht erklärt, was das Projekt ja, ist. so erklär Ja, du kurz, weil- was ist das Angelika-Projekt? Frau Weil Neumann, bitte. Horatio hat mich unterbrochen. Bitte. Wir haben gedacht, wir müssen was machen zusammen. Wir wollen gerne was machen, wir wollen kreativ sein. Wie viel Zeit haben wir? Laber einfach. Wir möchten gerne vielleicht so Kurzfilme machen oder andere kreative Projekte, so Theater oder Performance oder so. Mhm. Und wir haben angefangen mit Beschreiben, wir fangen beide einen Dialog an und der andere setzt ihn fort. Und es war total lustig, war das total witzig, weil wir beide in einem Dialog den Namen Angelika benutzt haben, unabhängig voneinander. Und ich weiß auch noch, du saßt wieder im Parkett unten in so einer Reihe und ja, guck mal, ich habe das geschrieben. Aha, so, wie kommst du denn auf Angelika? Ich habe auch Angelika geschrieben. Irgendwie. Und dann haben wir halt, oder ich weiß auch nicht, das Angelika-Projekt. Weil dieser Name so aus dem Nichts in unser beider Köpfen auftauchte. Und wie kam das überhaupt zustande? Das habe ich tatsächlich auf dem Weg hierher, habe ich mich nochmal gefragt. Also in meiner Erinnerung, vielleicht ist meine Erinnerung völlig falsch, das ist vielleicht jetzt auch nur ausgedacht, keine Ahnung. Aber in meiner Erinnerung ist es so, dass du irgendwann auf mich zugegangen bist bei den Proben und hast gesagt, ey, lass doch mal was zusammen machen. Nee, du warst. Wirklich? Ja. Du hast gesagt, wir müssen was zusammen machen. Echt? Ja, natürlich. Was habe ich denn da geritten? Nee, also ich habe wirklich gedacht, dass du gesagt hättest. Nee. wenn man so- Ja, weil es ist ja die Dynamik. Du bist derjenige, der sagt, hier. Machst du mal bitte, machst du das mal für mich? Ich kann jetzt gerade, ich habe so ein Ding in der Hand. Warte, Ja, genau. Ja, das wir machen. so habe ich das gemacht. Naja, Und dann ja, du bist ja immer der Initiator. Und ich sag so, ja, okay, na gut, aha, naja, okay. So bin ich. Und du bist so. naja, ich kann auch manchmal sehr, na okay, aha sein. Ja, aber nicht, wenn es darum geht, irgendwas zu produzieren. Findest du? Ja. Und was war das Erste, was wir gemacht haben? War das nicht das Beziehungsding, war das? Beziehung war das Erste. Stimmt, mit Steve. Mhm.
Steve Thomas. Der wahnsinnig, also ich denke immer noch, wie viel Arbeit er da reingesteckt hat beim Schnitt und so. Ja. Das war krass. Mhm. Für Umme, also einfach so, weil er nett ist irgendwie und weil er irgendwie... Ja gut, aber das ist ja bei allen so. Ist an? Ja, das ist das Zeichen, dass an ist. Achso, danke. Mein Danke, Gott. Janis. Danke, Ja, ja. Janis. Übrigens, Janis Zaurins. Nee, Zaurins, ne? So. Zaurins Mhm. und Sönke Städtler. Oder Städtler oder Snoke oder wie auch immer. Die sind auch bald dran. Die werden auch bald interviewt. Mhm. Wir mussten nochmal neu starten, weil das Handy, Das womit Band wir war das aus. das Band war aus. Das Band war aus. Aus. Wo waren wir denn jetzt nochmal? Beziehungen. Aber erzähl doch nur mal ganz kurz, wir haben gerade privat gequatscht. Dann von diesem Vorsprechen. Wohin wolltest du denn da eigentlich? Boah, ich kam aus Baden-Württemberg von diesem Jagdhausen Sommertheater-Dingsbums. Ja. Burgfestspiele und wollte nach. Wo wollte ich denn hin? Nach Bremen oder irgendwie Ecke Bremen oder irgendwie, also in den Norden. Also Richtung Norden und aber nicht nach Hamburg, sondern irgendwie drumherum. Ich weiß es nicht mehr. Und ich hatte so viel Gepäck. Ich hatte, glaube ich weiß gar nicht mehr genau, oder ob im Grunde die Spielzeit in Jagdhausen schon vorbei war. Und ich hatte 3 Taschen und einen Koffer und noch einen Beutel und ich hatte viel zu viel. Ich konnte das auf einmal gar nicht transportieren. Und ich kam dann war es Hannover, keine Ahnung, ich musste irgendwo umsteigen und hatte echt Zeit. Ich habe bestimmt eine Stunde Wartezeit, bis dann mein Anschlusszug nach, weiß ich, Bremen oder wo noch immer kommen sollte. Und ich stand auf dem Bahnsteig, wo ich dachte, dass der Zug dann kommen würde. Ich war fest überzeugt und mit meinem ganzen Sack und Pack. Ich war froh, dass wir angekommen waren. Es war super, super schwer alles. Und ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich habe dann kurz bevor der Zug dann kommen sollte, kam irgendwie auf dem Bahnsteig, wo ich war, keine Ankündigung. Ich dachte, was ist denn hier los? Wie viel war es denn das? War irgendwie super früh morgens oder Ich so. musste sehr früh morgens losfahren und dann war es irgendwie so 11, halb 11 morgens oder so. Und du bist auf dem Bahnsteig, dann kommen die Gleise, wo du eigentlich einsteigen willst, und dann kommen wieder die Gleise und gegenüber der Bahnsteig. Da kam dann die Bahn, die ich eigentlich hätte nehmen müssen. Ich habe erst die Ankündigung, glaube ich, gesehen auf dem Schild und dachte, Scheiße, du musst darüber. Und da kam auch schon der Zug. Sack und Pack. Irgendwie geschleppt, gerannt, ich weiß nicht. Und der Zug fuhr mir vor der Nase weg. Ich bin dann noch mit meinen Tonnen hoch, die Treppe hoch, war völlig außer Atem. Und der Zug fuhr weg. Und ich bin spontan in Tränen ausgebrochen. Und Keine Ahnung, warum ich dachte, da lache, aber ich. Nee, das war so scheiße. Ich weiß nicht, weil ich aufgestanden bin. Ich bin in den Zug eingestiegen morgens, da war es noch dunkel. Wo war das Baden-Württemberg? Wo? Ja, irgendwie der Ort, wo ich einsteigen musste, hieß Mückmühl. Hm. Das war das nächste Dorf. Jagdshausen, Mückmühl. Das wunderschöne Mückmühl. Mückmühl. Ja. Da war dann der Bahnhof und dann muss man nach Heilbronn fahren oder nach Stuttgart oder was zum nächstgrößeren Ort. Es war scheiße. Und das war, also jetzt so in Bezug auf Vorsprechen, so für dich so das Erlebnis, okay, nie wieder vorsprechen. Nee. Nee? Nie wieder vorsprechen ist, also der Grund, dass ich nirgendwo vorsprechen war eigentlich, dass ich auch eigentlich ja nie irgendwo hin wollte. Ich wollte eigentlich immer gerne in Hamburg bleiben. Ich wollte nicht irgendwo hin. Also ich meine, vor Tanzen war was anderes. Da bin ich... Also das Ding ist, ich habe oft durch ein Vortanzen oder so, also Audition im weitesten Sinne, habe ich mehrere Jobs bekommen. Also ein Theater kannte mich dann, hat mich rübergenommen in irgendwelche Produktionen oder ein Choreograf oder ein Show-Choreograf hat mich in verschiedene Sachen mit reingenommen. Also ich musste nicht für jedes einzelne Ding irgendwo vorsprechen oder vortanzen. Das war immer ganz praktisch.
Dadurch haben sich verschiedene Dinge irgendwie ergeben. Ich war in meinem Leben nicht sehr häufig irgendwo vor Spielen. Aber als du mir die Geschichte das erste Mal erzählt hast, so dieses, oh, ich bin wahnsinnig früh aufgestanden, ich war so nervös, das Vorsprechen, dann musste ich da umsteigen, dann das mit dem Gleis und dann hatte ich die ganzen Taschen und dann bin ich da hingerannt, dann ist der Zug mir weggefahren, dann bin ich an Tränen ausgebrochen. Und weißt du, das letzte Mal, als du mir das erzählt hast, musste ich unglaublich lachen. Das fand ich wahnsinnig komisch irgendwie. Jetzt denke ich eher so, nee, es ist eigentlich total deprimierend. Komisch, Ich ne? weiß auch nicht. Paddels Tagesform. Ja, jetzt müssen wir jetzt die ganze Scheiße, wir haben jetzt eben 5 Minuten lang über ein Thema gelabert, das müssen wir jetzt alles nochmal wiederholen. Das war jetzt die ganze Zeit über das silbrig-klettige Weihergeschwimmen. Genau, das war ein silbrig-klettiges Wo Weihergeschwimmen. du eiskalt ins Wasser gegangen bist, ohne einen Mucks zu machen. So. Müssen wir das jetzt alles nochmal erzählen? Nee, Ist ich doch war egal, im ne? Brautkleid im Wasser und er war in Unterhose Genau. im Wasser und wir haben beide gefroren. So, Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. genau. Und das war so das für mich, finde ich, krasseste Angelika-Projekt-Erlebnis. Aber ich fand auch krass jetzt, wie wir für den Teddy, der ja in Arbeit ist, Ja. an der Elbe waren morgens. Stimmt, So, oh ja. und da sind Das haben wir übrigens, habe ich mich gestern oder vorgestern habe ich mich daran gemacht. An die Szene. Und ich muss sagen, es ist wirklich gut geworden. Also es ist sowieso alles gut geworden. Das Einzige, was diese Autofahrgeschichte, weißt du, mit den Tabletten. Das ist so ein Ja. bisschen, ja, müssen wir mal gucken, vielleicht fliegt die einfach raus. ja. Mal gucken. Ansonsten, Meinst ist du jetzt vom Spielen oder was? Oder von. nein, von den Bildern. Weil man sieht einfach, das es ist eine andere Jahreszeit. So. Weil wir ja, haben ja. für den Teddy, den ersten Drehtag hatten wir 2016 oder so oder Anfang 2017. Also ich glaube wahrscheinlich ist Anfang 2017, also ungefähr vor 3 Jahren. So seit 3 Jahren ist dieser Kackfilm in Mache. So. Und wehe, wir gewinnen am Ende keinen Preis damit, dann raste ich aus. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich merke aber auch jetzt, dass es wo das mit dem Schneiden auch vorangeht, tatsächlich, so ein bisschen in dieser Corona-Zeit, bin ich auch echt guter Dinge. Wir kriegen dieses Ding wirklich fertig und das könnte echt cool werden. So. Auch so diese einzelnen Szenen, jetzt so die Anfangsszenen auch mit Richard und so, mit diese Callboy-Geschichten und so, das passt irgendwie alles ganz cool. Also das, Ja, das hat auch Spaß gemacht. wie viele Stücke, also wenn Jerry Cotton dein erstes Stück als Schauspielerin war, wie viele Stücke hast du dann gemacht am Imperialtheater? Kotten, Zinker, Recher, Am Recher hast du auch. Pharao. Warst du nicht auch bei Zeuge der Anklage mit Zeuge dabei? der Anklage war ich, genau, da war ich die Sekretärin. Genau. Also noch nicht so, also das heißt noch nicht so viel. Also ja, Ungefähr 5. 5. Pharao haben wir 2-mal gezeigt. Also da gab es ja eine Wiederaufnahme. Weil es das erfolgreichste Stück in der Geschichte des Imperialtheaters war. Mit 98% Auslastung. Was nicht zuletzt an der Hauptdarstellerin, obwohl Hauptdarstellerin kann man ja eigentlich gar nicht sagen, aber es ist ja schon Sherlock Holmes. Ja, Zumindest die weibliche Hauptdarstellerin Jessica Neumann lag. Ja, ich habe das glaube ich 3-mal gesehen, glaube ich 2 oder 3-mal habe ich es gesehen. Pharao. Und es war wirklich gut. Es war echt gut. Also auch du so von Anfang so am Anfang so dieses nette Mäuschen, weißt du, oh, verliebt sich und schön. Du merkst einfach so diesen Weg bis hin zur das sagen wir jetzt. Es gibt so einen Begriff, den sage ich jetzt nicht. Doch, sag. Sag, was für ein Begriff. Ich weiß nicht, was du. Was denn? Sag's mir ganz leise. Sag doch. Schreib's auf. Soll ich sagen? Nein, das können wir doch nicht. Das können wir Warum denn Das nicht? ist ein interner, die plaudert man nicht auf. Okay, das ist ein Insider, den darf ich jetzt nicht Ja, sagen. CRB weiß jetzt wahrscheinlich, also Ja. Christian Lichtenbauer weiß. Ach, daher kommt das? Kommt das von dem Stück? Der hat das etabliert. Den Ausdruck. Es brennt mir jetzt auf der Zunge, das zu sagen, aber okay, ich sag's nicht. Nein.
Ja. Okay. Und neben allem, was du so machst. Ach so, stimmt, habe ich komplett vergessen. Choreografie in Unsorgtheater hast du auch gemacht. 3 Stück jetzt schon. In drei Stücken. Aber halt, also durch Frank Tannhäuser wiederum, der mich da mit reingeholt hat. Das ist übrigens ganz normal bei Frau Neumann, wenn man ihr ein Kompliment macht, dann sagt sie immer erstmal ja, aber. Ja, aber ohne ihn wäre ich wäre da ja nicht reingekommen. Also wenn er nicht Regie gemacht hätte oder wenn es geheißen hätte, dass er Regie machen würde. In einem Stück war es dann nicht so, da bin ich dann quasi trotzdem als Choreografin dabei geblieben. Das war Hallo Dolly oder Hello Dolly? Hallo Dolly und das Nadenhus. Und Barfoot Breda an Hals. Ich kann das mit den Strippern war das, genau. Ne? Ja. Ich muss so warm. Ja, es ist schon sehr warm. Das waren die 3. Ja. Also, Schauspielerin, Tänzerin, Choreografin, Fitnesstrainerin und ehrenamtliche Tierbetreuerin. Obwohl ich auch Katzen sitte gegen ein bisschen Geld. Also so ist auch. Also stimmt. Ich bin auch bei Privatleuten zu Hause. Und Hashtag verrückte Taubenfrau. Was 3 gehen noch. 3 Minuten? Ja. 3 Minuten gehen noch, okay. Sehr gut, aber wir sind sowieso dann, das ist super. 3 Minuten sind super. Frau Neumann läuft total gerne mit ihrer Handtasche rum und wenn sie denkt, niemand guckt, macht sie dann schon mal dieses. Das war jetzt Futter, was ich auf die Straße geworfen habe, um die Tauben zu retten. Ja. Woher kommt diese Liebe und diese Passion, Tiere retten zu müssen? Ich habe keine Ahnung, weil Tiere sind einfach unschuldig. Ja. Und leiden unter den Menschen, im Zweifel. Und Tauben, weiß ich nicht, ich habe einmal einfach einen Flyer gesehen von, ich glaube, Hamburger Stadttauben e.V. in einem Tierfutterladen. Und seitdem weiß ich überhaupt erst, also ich habe das gelesen und dachte, aha. Ich hatte vorher nie einen Blick für diese Tiere. Ich bin durch die Gegend gelaufen, wie alle Menschen, diese Tauben sind halt da. Keine Ahnung, ist mir wurscht, die fressen halt irgendwas. Und da habe ich dann erfahren, so, es ist nicht so. Tauben finden halt nur Müll und sind eigentlich Streunertiere, wie woanders Hunde oder Katzen Streunertiere sind. Und die haben ein Image, was einfach nicht stimmt. Die übertragen keine Krankheiten. Aber das ist in den Köpfen der Menschen so tief verankert. Es ist verblüffend. Ja, und seitdem habe ich immer ein kleines so Tupperdöschen mit Futter in der Tasche und lasse was fallen. Was ganz bezaubernd ist, ehrlich gesagt. Und manchmal auch ein bisschen verrückt. Aber meistens ist es bezaubernd. Und darfst du eigentlich gerade im Tierheim arbeiten? Bis jetzt ja. Also ich bin die letzten Wochen da gewesen. Und da ist jetzt auch Kurzarbeit angekündigt. Ja. Und sie sagte schon, also die Haupttierpflegerin sagte schon, ehe sie in Kurzarbeit geht, schickt sie alle Ehrenamtlichen nach Hause, damit sie davon was zu tun hat. Ja, okay. So, was ja auch völlig in Ordnung ist. Also bis jetzt konnte ich hingehen, was machst du denn da meistens so? Ich mache sauber, ich mache die Katzenklos sauber, ich spiele mit den Miezen oder ich kuschel mit den Miezen. Meistens Katzen. Nur Katzen. Also, nur Katzen. 1 Minute? 1 Minute. Okay, also. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Michel. Sehr gerne, Frau Neumann. Es hat mich sehr gefreut. Prost. Prost. Hoffentlich, dass diese scheiß Corona-Zeit bald vorbeigeht. Genau. Und dass wir uns wieder auf den Hamburger Bühnen sehen. Genau. Egal in welcher Funktion, ob als Schauspielerin, Tänzerin oder Choreografin. Tschüss!